Ja, du! Schön, bist du wieder da. Wir sind in der Serie «Ich lerne von Jesus». Und was haben wir schon von ihm gelernt? Weisst es du noch? Oder du? Erstens, wir haben gelernt, wie wir beten können. Und dann haben wir gelernt, wie wir uns erinnern können an das, was Jesus am Kreuz da hat. Wie heisst das Erinnerungsfest schon wieder? Abendmahl. Ja, stimmt, genau. Dann, wenn man eben das Brot und den Wein trinkt. Und heute fahren wir weiter mit etwas Drittem, wo wir von Jesus werden lernen. Oh, etwas mega Schwieriges. Wo Jesus aber super gut hat können. Oder zumindest scheint es bei ihm einfach mega einfach. Vielleicht ist es ihm ja auch schwer gefallen. Ja. Kann sein. Wir versuchen es euch pantomimisch zu zeigen, was das Thema von heute ist. Sind ihr bereit? Jetzt müsst ihr gut schauen. Wir dürfen nicht reden, sondern nur zeigen. Also. Daraus kommen. Also es ist etwas von dem, was sie jetzt am Schluss gemacht hat. Und für die, die es noch nicht herausgefunden haben, wir machen eine zweite Szene. Also das zweite war ein bisschen schwieriger. Und falls du es noch nicht herausgefunden hast, dann verraten wir es dir jetzt. Heute geht es um das Thema Vergebung. Und wie Jesus das erklärt und was das für uns bedeutet, hören wir dann nach den nächsten 2 Liedern, die wir jetzt zusammen singen wollen. Ihr dürft gerade mit uns aufstehen und euch bewegen dazu. Ich kann Sing wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff. So bin ich ein Vorbild, wie was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ich kann sein, wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff.
Lieber Jesus, danke, dass du an unserer Stelle am Kreuz gestorben bist für all unsere Sünden und all unsere Fehler, weil du uns so fest liebst. Danke, dass du jetzt mit uns zusammen bist, mit uns möchtest Zeit verbringen und wir wollen einfach unser Herz auftun und zuhören, was du uns möchtest sagen. Danke, dass du da bist. Amen. Amen. Jesus war ja mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben immer wieder Halt gemacht und er hat zu den Leuten, die ihm nachgelaufen sind, predigt. Eines Tages sitzt der Petrus, einer von seinen Jüngern, bei ihm und fragt etwas. Wir lesen seine Frage gerade zusammen. Und zwar könnt ihr eure Bibel aufschlagen in Matthäus 18, Vers 21. Rebecca macht es hier bei uns im Film und ihr dürft es daheim machen. Matthäus ist im Neuen Testament. Und dann könnt ihr das grosse 18 suchen. Und wenn ihr das grosse 18 habt, könnt ihr das kleine 21 suchen. Dann kam Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Er fragt also, wie oft soll ich vergeben? Wenn zum Beispiel mich jemand immer wieder verletzt. Soll ich ihm so etwa 7-mal vergeben? Ich meine, das ist mega grosszügig, oder? Ja. Aber wir lesen, was Jesus antwortet, gerade im nächsten Vers. Und zwar in Matthäus 18, nämlich Vers 22. Nein, antwortete Jesus, 70 mal 7-mal sollst du vergeben. Was? So viel Mal? 7 mal 70. Das gibt nämlich, wer ist gut in Mathe? 490 Mal. Also eigentlich mega unendlich viel hat Jesus damit gemeint. Nicht im Ernst, oder? Hätte Petrus sicher gedacht, nein, das kann doch nicht sein, das kann ich doch nicht. Auf jeden Fall, Jesus erklärt anhand von einem Gleichnis, wieso dass wir das machen sollen. Du, mein Diener, schuldest mir mittlerweile so viel Geld. Du schuldest mir 1000.750 Franken, 23 und 17 Rappen. Das geht gar nicht. Wir tun jetzt deine Frau, deine Kinder, deine Playstation und deinen Hund verkaufen, dass du mir das alles zurückzahlen kannst. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Hab noch ein bisschen Erbarmen mit mir. Gib mir noch ein bisschen mehr Zeit. Ich will dir alles zurückzahlen, wirklich. Okay, ist gut. Ich habe mir es anders überlegt. Ich übernehme deine Schulden und das heisst, du musst mir nichts zahlen und du bist frei. Wirklich? Nein. Danke viel mal, lieber König. Ich muss das gerade meiner Frau erzählen. Wow, der König war ja so gnädig und hat mir alles vergeben. So erleichtert. Hey, du! Nein, zurückkommen, sofort zurückkommen. Du schuldest mir noch 4 Franken und 80 Rappen. Du gibst mir das jetzt sofort. Bitte. Nächste Woche. Bitte. Nein. Polizei, Nein! führt sie ab. Bis sie mir das Geld zahlt, geht sie nicht mehr raus. Hey, ui. Also der Diener hat es einfach voll nicht kapiert, oder? Jetzt war der König so grosszügig und hat ihm so viel vergeben. Er selber aber hat nicht ein paar Franken vergeben. Und wisst ihr, wie es weitergegangen ist? Die anderen Diener haben das natürlich mega fies gefunden und haben es am König erzählt. Und der König war natürlich empört. Das ist ja mega frech und undankbar vom Diener, hat der König gedacht. Der König hat dann den Diener rufen lassen und hat ihn herzlosen Diener genannt. Er hat ihn gefragt: Hättest du nicht auch Mitleid haben, so wie ich mit dir Mitleid hatte? Der König war so hässig, dass er den Diener trotzdem ins Gefängnis geschossen hat, bis er seine Schulden gezahlt hat. Und was denkst du, möchte uns die Geschichte zeigen, Deborah? Also in dieser Geschichte ist der König Jesus und wir sind die Diener. Die Geschichte zeigt uns, dass Gott uns so viele Fehler vergeben hat. Unendlich, 1040, 300 und noch viel mehr Fehler hat er uns vergeben.
in dem Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben, er hat für all die Sünden am Kreuz gezahlt. Er hat die Schulden von uns Menschen auf sich genommen. Also Fehler wie zum Beispiel, wenn wir die Mami angelogen haben, die Schwester geschlagen haben, etwas geklaut haben, neidisch geworden sind. Oder wenn wir über jemanden gelästert haben. Für all diese Fehler hat Jesus gezahlt. Ja, genau. Und du bist ganz frei von Schulden. So wie auch der Diener eigentlich am Schluss ganz frei gewesen wäre. Und weil der König ihm all die Schulden erlassen hat, so sind auch wir frei von diesen Schulden. Glaubst du das? Du musst für keinen Fehler mehr zahlen. Du musst nur um Vergebung bitten und Jesus sagt, okay, ich zahle dafür. Er macht alles wieder gut, was du und ich verbocken. Das ist unser Jesus. Er liebt uns so fest und hat für uns gelitten. Er hat auch an denen vergeben, die ihn nicht lieben. Wo Jesus nämlich am Kreuz gehangen ist und Schmerzen am ganzen Körper hatte, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Er hat also denen vergeben, die ihn ausgepeitscht haben, die ihn ausgelacht haben und ans Kreuz genagelt haben. Krass, oder? Und so vergibt er auch uns. Wow. Hey, wir wollen doch Jesus gerade mal Danke sagen für das, dass er uns einfach vergibt. Sind ihr dabei? Wollen wir zusammen beten und ihm Danke sagen? Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du uns einfach vergisst, all unsere Schuld vergisst. Und das ist möglich gewesen, weil du ans Kreuz gegangen bist für uns. Wir sind dir so unendlich dankbar. Und hilf du uns, dass wir so leben dürfen, indem wir auch immer wieder zu dir kommen und um Vergebung bitten und frei werden von all dem, was uns belastet, was auf uns ist. Danke, lieber Jesus. Amen. Amen. Was das Gleichnis uns jetzt als nächstes zeigt, ist, hey, wenn wir so frei sind von aller Schuld, obwohl wir so viel falsch machen, dann sollen wir doch auch anderen vergeben und sie freisprechen. Und eben sagen, ich vergebe dir. Es ist alles gut. Wir suchen ein paar Beispiele zusammen, wo das könnte passieren. Wann bist du das letzte Mal verletzt worden oder ungerecht behandelt worden? Überleg mal kurz. Ihr könnt auch zusammen überlegen, falls du mit mehreren Kindern zusammen bist, im Kigo oder in Heime. Oder ihr könnt einfach da schnell anhalten und austauschen. Wir machen jetzt zusammen ein paar Beispiele von Gründen, wieso wir auf jemanden hässig sind. Also letztes Mal ist ein Mädchen brüllend in Kigo gekommen und ganz hässig auf ihre Brüder, weil scheinbar haben die Brüder ihren Lieblingsbleistift einfach zerbrochen. Oh, das ist aber mega fies. He? Oder wenn dein Bruder sagt, die Mädchen sind schwächer und viel langsamer als die Buben. Oder du wirst ausgeschlossen beim Spielen, weil dich jemand von der Gruppe gar nicht gerne hat. Oder du bist hässig auf deine Eltern, weil alle Kinder aus deiner Klasse in die Ferien gehen oder weil sie auf die Weihnacht ein schöneres Geschenk bekommen haben wie du. Es gibt so viele Gründe, wieso wir hässig und verletzt sein können. Aber weisst du was? Es tut uns so gut zu vergeben. Es ist, als würden wir lastlos werden. Lass die Wut los und sprich aus, ich vergib dir. Auch wenn es die andere Person vielleicht nicht einmal merkt oder nicht hört, vergib ihr mit deinen eigenen Worten in einem kurzen Gebet. Manchmal fällt mir das einfach, aber manchmal auch mega schwierig. Und zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren bin ich von einem Mädchen fest verletzt worden mit Worten, die sie gesagt hat, Sachen, die sie gesagt hat über mich. Und die Worte höre ich bis heute, manchmal kommen sie noch und ich höre sie immer wieder. Und dann muss ich jedes Mal wieder von Neuem sagen, doch, ich habe ihr vergeben. Und das nennt man proklamieren, man muss es immer wieder aussprechen. Nein, ich habe schon lange vergeben. Und dann versuche ich sie zu segnen und ja, ihr schöne Sachen zu wünschen. Und das ist aber einfacher, manchmal auch ein bisschen schwieriger. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass eines Tages ich sie wirklich von ganzem Herzen lieben darf. Und ja, das kann nur Jesus machen, das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken, dass wir vergeben können, auch wenn uns etwas ganz, ganz Schwieriges passiert ist.
Das ist halt auch etwas, was wir lernen dürfen, gell? Und wo manchmal ein bisschen Zeit braucht. Genau. Mega stark, danke fürs Erzählen. Weißt du, was das Coole ist? Wir müssen nicht aus eigener Kraft vergeben. Rebecca hat es vorher gerade erzählt in ihrem Zeugnis. Sondern es ist der Heilige Geist in uns, der uns dazu ermutigt, zum Vergebung aussprechen. Er erinnert uns daran, komm schon, vergib ihr oder vergib ihm. So wie ich dir schon so oft vergeben habe. Und er gibt uns dann auch die Kraft, um es zu machen. Und wir wollen das jetzt gerade zusammen machen. Kommt dir eine Person in den Sinn, auf die du jetzt gerade hässig bist oder wo sie dich verletzt hat? Dann würde ich sagen, beten wir jetzt dafür. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns so oft vergisst. Jeden Tag vergisst du uns. Und hilf du uns, dass wir jetzt gerade dieser Person vergeben können, die uns jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, die uns verletzt hat oder die uns ungerecht behandelt hat. Wir wollen dir vergeben, so wie du uns vergisst. Und wir wollen die Person, ihr dürft gerne den Namen der Person aussprechen, einfach segnen in deinem Namen. Dass du sie beschenkst mit ganz guten Sachen, dass es ihr einfach gut gehen darf und dass ich immer mehr sie lieben lerne, auch wenn sie vielleicht etwas gemacht hat, das mich verletzt hat. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns bei dem hilfst und uns auch in den nächsten Tagen immer wieder zeigst, dass wir vergeben dürfen. Amen. Amen. Hey, so schön sind ihr heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass ihr eine gesegnete Woche habt und dass ihr in dieser Woche ganz oft merkt, wie gut das es ist und wie gut das es tut, anderen zu vergeben. Ja. Hey, macht's gut und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.